Guten Morgen, Leute. Skaten. Montagmorgen. Family pennt noch oben. Jetzt erstmal Sport machen, Leute. Das müssen wir eigentlich jeden Morgen machen. Müsst ihr sehen, dass ihr mich anfeuert, dass ich auch dabei bleibe. Ich war eigentlich ziemlich gut dabei, was das Training angeht. Aber seitdem ich die Vlogs angefangen habe, habe ich das irgendwie ein bisschen wieder vernachlässigt. Das müssen wir auch irgendwie in den Tag rein squeezen, dass ich meinen Tag zumindest mit Cardio anfange. Kann ich besser am Tisch performen, fühle ich mich fitter. Und außerdem habe ich in diesen 2-3 Wochen ein bisschen zugenommen, wo ich mich nicht so viel bewegt habe. 20 Minuten voll gemacht, Leute. Ich habe eine lustige Hand für euch von letztens, wo wir die 9 Stunden gespielt haben. Da wurde so langsam spät und die Jungs von der Nachtschicht sind so alle eingetrudelt. Freunde, die ich etwas länger nicht gesehen hatte, da ich ja tagsüber spiele mittlerweile. Einer von denen kam dann zu meinem Tisch und meinte, ich habe gerade voll die lustige Hand gespielt. Der meinte, dass er einen Flush-Draw hatte und am Turn voll die große Bet gecallt hat. Er rivert dann seinen Flush, aber Board pairt sich auch. Und der Gegner geht jetzt all in. Der überlegt und tankt und macht dann am Ende den Call und dreht seine Karten um und also guckt in seine Karten und sieht, dass er gar keinen Flush hat. Da liegt Kreuz und er hat Pik. Er hat dann Queen High und hat noch nicht ganz rumgedreht und der Gegner sagt, you're good, ich habe 10 High. Der Gegner hat einen Straßendraw gehabt und hat dann seine Straße verpasst. Are you poker? Hello, Nojan for 2-5 please. Okay, I got you on the no shot. Thank you. So Leute, fresh and clean, schon gefrühstückt und so weiter, jetzt ab zum Strip. Meine Frau hat so einen leckeren Mushroom Coffee, irgendwie sowas, mitgebracht. Das habe ich heute probiert. Da stand irgendwie drauf, dass das extra Fokus bringt. Also hoffentlich nehmen wir den Laden heute auseinander. Haben noch mal ein bisschen extra Run Good und knacken die 2K heute. Denn wir haben noch keine 2K Plus Sessions. Hier, die ganzen Häuser hier sind neu, da hinten bauen sie sogar noch und wir wohnen hier direkt nebenan an einer Polizeistation. Das ist die Polizeistation. Das ist wie so ein Bienenschwarm, die Polizeiautos. Thank you. Der Ingo 10er, der schreibt, oh mein Gott, ein Traum geht in Erfüllung. Vorfrei. Ich habe heute gepostet, dass wir bald wieder vloggen und seitdem habe ich ganz viele neue Nachrichten bekommen. So in Amerika, Leute, wo LKWs auf der linken Spur langsam cruisen. Poker Go Studio, Leute. Irgendwann mal spielen wir hier auch mal ein 25K Turnier oder so. In dem Auto hier geht es viel einfacher hier mit der Karte. In meinem anderen Auto, da sitze ich viel zu tief, da muss ich immer mich rausquetschen aus dem Fenster. Aber hier, zack, bam, boom. Wir sind im Area, Leute, ab zum Poker Room 2.5. Cash Game, No Limit Hold'em. Ey, Mushroom Coffee, Alter. Ich fühle mich schon ein bisschen fit. Oh, Jean, wird gefallen. Ich kriege immer mehr Nachrichten. Hier ist die Chicken Bucket. Moment. Heute ging mal wieder gar nichts klar. Wir haben 5 Stunden gespielt. $1697 minus. Ich habe einfach nur auf die Fresse gekriegt. Ich habe Pocket Asse, verliere gegen Dame 8. Block kommt Dame, Dame, Bube. Aber es sind immer nur so 150, $200 Pötte. Immer so kleine Pötte, aber ganz viele davon. Verliere halt gegen Asse, gegen Dame 8. Dann River ich Nut Flush mit Ass 9. Verliere gegen König 2. Da ist Board halt Bube 2-2. Und River ist König in Pik. Macht mir halt Nut Flush und ihm sein Full House. Und dann habe ich Buben gegen 7er verloren, dann macht er sein Set. Ganz viele 2-Outer, 3-Outer. Ja, 5 Stunden und ich hätte noch ein bisschen weiter spielen können. Aber so langsam habe ich keinen Bock mehr gehabt, um ehrlich zu sein. Nicht, dass ich jetzt tilte oder so, aber ja, vielleicht doch eine Form von Tilt. Also
ein bisschen die Geduld verloren. Ich habe dann 2, 3 schlechte Calls gemacht, einfach auch, also ganz kleine Calls, nicht der Rede wert, so $35 hier und da, wo ich weiß einfach, das Geld ist verschenkt, aber ich habe vergessen, wo ich geparkt habe. Aber ja, wenn man dann halt so ungeduldig wird und merkt, dass man dann hier so behind ist und dann trotzdem donatet, auch wenn es nur eine kleine Summe ist, ein Fehler ist ein Fehler, also wenn man anfängt Fehler zu machen, würde ich damit sagen, dann ist es besser, dass man nach Hause fährt. Jetzt erstmal mit den Kids ein bisschen chillen und dann vielleicht online spielen. Um ehrlich zu sein, macht mir online auch richtig Bock. Also ich habe ja gesagt, dass wir von Montag bis Samstag live spielen. Hauptfokus ist halt Live-Poker. Ja, und nur Sonntag spielen wir dann online. Und ich muss sagen, ich freue mich richtig auf Sonntage, weil ich dann online spielen kann. Ich müsste mal die Sitze auch wieder hoch machen. Die sind noch unten, weil wir letztens einen Tisch gekauft haben. Sieht ein bisschen scheiße aus im Hintergrund, aber ja, was ich sagen wollte. Ich weiß nicht genau, ob ich heute Abend nochmal online spielen werde. Es glaube ich besser, dass ich mich ein bisschen erhole. Ich glaube, ich bin ein bisschen krank. Die Kids waren halt erkältet und ich habe mich, glaube ich, ein bisschen angesteckt. Und außerdem gestern 10 Stunden online Grind und sowieso jeden Tag Grind. Und also zwischendurch mal ein bisschen Pause machen ist gar nicht mehr so verkehrt. Kann nur gut tun. Falls ich doch noch aus irgendeinem Grund online spielen sollte, dann werde ich morgen in dem Vlog morgen dann Bescheid geben. Um den Monat jetzt aber nochmal zu beenden, weil heute ist der 30. Ja, wir haben diesen Monat nur 100 Stunden gespielt, was total wenig ist für meine Verhältnisse. Und sind dementsprechend auch nur $2.300 plus, also 2.200 noch was. Im letzten Monat haben wir viel mehr Stunden gespielt und waren knapp $8.000 plus. Also wir vloggen jetzt komplett Oktober durch, versuchen halt natürlich die Stunden zu knacken und auch mehr zu verdienen. Also ihr seid live dabei, Leute. Peace.